Ja, wir gehen heute auf ein sehr spannendes Thema ein und für mich ist es eines der sensibelsten Themen, ganz offen, über das ich vermutlich in diesem Jahr gesprochen habe oder spreche. Und es geht um dieses Thema der Toleranz im Glauben, auf der einen Seite dem Gewissen der Menschen, dem Gewissen der Christen und auf der Liebe. Oder wir können die Frage etwas ganz prägnant stellen. Sollen Christen an eine Street Parade, Karten spielen, Yoga praktizieren, Death Metal, Trance-Musik hören, Alternativmedizin nutzen, Homöopathie und wir könnten die Liste verlängern heute Morgen und wir wären in ganz tiefen und schweren Fragen drin, die wir nicht so einfach lösen können. Aber schauen wir in die Bibel, weil ich bin so froh, dass Gott uns auf all die Dinge, auch in der heutigen Zeit, eben Anweisungen und Klarheit gibt und uns manchmal wegbringt von Einzelfragen hin zu Themen, die viel wichtiger sind. Und lesen wir miteinander aus dem 1. Korinther 8, die ersten 13 Verse. Die Korinther hatten nämlich auch ein Problem und hier geht Paulus darauf ein. Nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Ihr meint, alle müssten sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen. Doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Doch wer Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Wie verhält es sich nun? Sollen wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir wissen alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Denn es gibt so viele sogenannte Götter, sowohl im Himmel als auch auf der Erde, wie es ja auch viele Mächte und viele Herren gibt. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Das ist allerdings nicht allen in der Gemeinde klar. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes essen und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Was für eine befreiende Botschaft für unsere Zeit. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlicheren Gewissen schadet. Leicht kann dann Folgendes geschehen. Schwächere Menschen, die es für falsch halten, solche Speisen zu essen, werden dich in einem Götzentempel essen sehen. Du selbst weißt, dass daran nichts Unrechtes ist. Sie aber werden verleitet, gegen ihr Gewissen Fleisch zu essen, das einem Götzen geopfert wurde. Auf diese Weise schadet deine... Oh, Entschuldigung. Kannst du mir schnell die andere Notiz geben? Schadet deine... Den falschen Zettel bei mir. Danke vielmals. Schadet deine Kenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Soweit. Was wollen wir heute tun? Ich möchte zuerst einmal mit euch diesen Text eben auch auslegen und dann miteinander aus diesem Text für unser Leben und auch für unsere Gemeinde und als Kirche ein paar ganz wichtige Leitlinien eben auch ableiten. Was war ihr Problem gewesen? Denkt noch mal daran zurück, an die letzten Predigten, die wir gehabt haben über Korinth. Korinth war diese Hafenstadt an diesem Isthmus zwischen der Ägäis und dem Ionischen Meer. Und es war eine riesige Stadt für die damaligen Verhältnisse, fast doppelt so groß wie die Stadt Zürich. Und es gab viele Götter, es gab viele Tempel dort. Und was geschah war, dass die Menschen kamen und diesen heidnischen Gottheiten eben auch opferten. Nahrungsmittel wurden gebracht und es wurde so viel gebracht, dass man gar nicht alles dort verbrennen konnte, sondern manches ging dann zurück auf den Markt und wurde dort von den Leuten gekauft und im Sinne der Feste und der religiösen Aktivitäten wurde dann eben auch dort gegessen. Und als die Menschen zu Jesus fanden, dann erkannten sie ganz klar, es gibt nur einen Gott. Und sie hörten auf mit dem Götterkult, der dahinter stand.
Aber nun gab es zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe von Menschen, die ging weiterhin nach Korinth und kaufte dort auf dem Markt, kaufte das Fleisch ein und traf noch ihre alten Freunde dort gleich und aßen mit ihnen zusammen. Und andere sagten, nein, das können wir nicht mehr machen. Wir haben uns abgewandt von diesen heidnischen Göttern und wir können nicht mehr in den Tempel gehen. Und nun sagt ihnen Paulus, sagt dieser Gruppe, die nicht mehr geht, sagt er, hört einmal, wir wissen doch alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Wir wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Und wer die Bibel liest und Gott kennenlernt, der wird sehr schnell feststellen, es gibt wirklich nur einen einzigen Gott. Es gibt nur einen Herrn, er ist unser Schöpfer, er ist der allmächtige Gott, der allwissende Gott. Er ist der Jesus gesandt hat, seinen Sohn, zur Lösung von unseren Sünden. Und er ist nicht einfach Gott über andere Götter, sondern er ist der alleinige Gott, weil es keine anderen Götter gibt. Und in dieser eigentlich richtigen Erkenntnis handelten eben manche der Gläubigen dort und sagten, hey, es gibt ja kein Problem mehr, wenn wir dort sind. Wir glauben gar nicht an die Götter, weil wir haben einen neuen Gott und das ist der einzige, den es gibt, den Lebendigen. Und nun sagt Paulus aber, hört einmal gut zu in der Gemeinde, das ist nicht allen in der Gemeinde klar. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Und wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Das heißt, es gab damals in der Gemeinde auch Menschen mit einem schwachen oder heute würde man vielleicht sagen, sehr sensiblen Gewissen und die haben gelitten. Sie sagten, eigentlich können wir das nicht mehr machen. Wir können uns nicht mehr dort aufhalten, wo wir früher irgendwelche Götter verehrt haben. Und dann, was geschehen ist vermutlich Folgendes, dass die Starken in der Gemeinde, die darüber standen, gesagt haben, ach komm, tun doch nicht so dumm. Kommt einfach mit. Ihr müsst doch keine Angst mehr haben. Jesus ist Sieger. Und dann gingen sie mit, aber durch ein gutes Argument und durch Druck kannst du nicht ein sensibles Gewissen verändern. Und die Bibel sagt sehr deutlich, wenn wir Dinge tun, obwohl unser Gewissen dagegen spricht, sündigen wir gegenüber Gott. Und so haben diese starken Christen mit dazu geholfen, dass ihre eigenen Geschwister, die auch an Jesus wie sie glaubten, hingerissen wurden oder genötigt wurden zu Dingen, wo sie in Gewissensnöte kamen und so eben auch Gott gegenüber gesündigt haben. Und schaut, die Bibel spricht hier eigentlich zu beiden Gruppen und so sagt, beide Gruppen liegen auf eine Art und Weise falsch und auf einer Seite haben sie recht. Sie liegen falsch, weil die einen ihre Freiheit lieblos missbraucht haben und die anderen lagen falsch, weil ihre Erkenntnis noch nicht dort war, wo sie eigentlich hätten sein sollen. Und nun spricht Paulus zu den Starken in der Gemeinde und er sagt ihnen, hört einmal, es gibt etwas, das über eurer richtigen Erkenntnis, die ihr habt, steht. Und das ist die Liebe. Rücksichtnahme bedeutet nicht, dass man seine Erkenntnis ändern muss, aber dass die Liebe zum Nächsten mehr zählt als meine Erkenntnis, die ich habe. Und so spricht Gott hierdurch in der Bibel zu den Starken in der Gemeinde mit einem starken Gewissen und zu denen mit einem schwachen Gewissen. Und er sagt ihnen beiden, hört einmal, letztlich, was euch gerecht oder nicht gerecht macht vor Gott, was euch vor Gott richtig oder falsch dastehen lässt, ist nicht, ob ihr gewisse Dinge esst oder eben nicht esst, sondern wir gewinnen doch Gottes Anerkennung dadurch, dass wir Gott lieben und dass Gott uns kennt.
dass wir Gott lieben, seinen Sohn Jesus, an ihn glauben und in dieser Rechtfertigung durch den Glauben vor Gott gerecht vor ihm stehen. Und so möchte ich 3 Leitlinien für uns in der heutigen Zeit ableiten. Das erste ist Folgendes: Weil es im Ziel um die Liebe geht, müssen wir sagen, Liebe befreit uns von aller Überheblichkeit. Oder Liebe befreit uns von unserer eigenen Überheblichkeit. Schaut, Paulus sagt hier sehr deutlich, wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es wirklich ankommt. Er sagt also den Starken in der Gemeinde, die so gehandelt haben, hört einmal, ihr habt zwar unglaublich viel Erkenntnis, aber wisst ihr was, euch fehlt die wichtigste Erkenntnis und das ist die über die Liebe Gottes. Wir würden das heute manchmal auch als den Messias-Komplex nennen. Es ist diese Auffassung, dass man geistlicher oder Jesus ähnlicher ist als andere. Und ich glaube, es gibt 3 Arten von Menschen, die dazu neigen. Das sind einerseits die sehr intelligenten Menschen, die sich ein großes Wissen über die Bibel, vielleicht über die Bibel, über theologische Dinge aneignen. Sie stehen in Gefahr, über ihre Erkenntnisse, die sie haben, es abzuleiten, dass sie besser sind als andere. Eine zweite Gruppe von Menschen neigt dazu, ich würde mal sagen, das sind die religiösen Eiferer. Das sind die, die es ganz besonders ernst mit Gott meinen. Die sagen, hey, wenn alle so viel beten würden wie ich, hätten wir schon lange Erweckung. Wenn alle so viel die Bibel lesen würden wie ich, dann wären die in der Gemeinde wären alle so gut wie ich. Entschuldigung, was habe ich gesagt? So würden wir ja nie denken. Aber es ist das, wo wir denken, dass unser geistlicher Eifer für Gott, was wir alles tun für Gott, wie wir innerlich in unseren Herzen so demütig vor Gott stehen, das uns besser macht als die anderen. Das ist die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe, die dazu neigt, das sind sehr begabte Menschen. Das sind die aufgrund ihrer Bildung, ihres Status, ihrer Gaben, die sie haben, manchmal auch ihrer Nationalität denken, sie stehen über anderen. Und sie hätten eben wegen ihrer größeren Erkenntnis, wären sie mehr wert. Und ich glaube, unser Text ruft uns heute auf, einen Selbstcheck zu machen. Und es wirklich zu fragen, hey, wie steht es in meinem Leben mit meiner Überheblichkeit? Nicht, dass irgendjemand von uns davon betroffen wäre. Aber die Frage sollten wir uns trotzdem stellen. Ich habe es mir so geschrieben, ich frage nicht, weil du überheblich bist, ob du überheblich bist. Warum? Weil wir alle Merkmale davon tragen. Weil wir alle diese Momente haben, wo wir denken, bin ich ein bisschen besser als der. Und ich glaube, was uns die Bibel hier sagt, ist Folgendes. Wenn wir solche Dinge in unserem Herzen erkennen, sollten wir wirklich umkehren zu Jesus und Buße tun. Umkehren heißt Buße tun und sagen, Herr, vergib mir, dass ich solche Dinge zulasse, solch ein Denken in meinem Leben zulassen, dass ich denke, ich sei besser als andere wegen diesem oder jenem. Schaut, Paulus sagt hier drin, niemand hat alle Erkenntnis, niemand. Und wer es behauptet, der scheitert schon. Was zählt, ist die Liebe Gottes, die wir durch Jesus erlebt haben. Das ist die erste Leitlinie. Wir sollten eine Gemeinde sein, die lernt, wo alle lernen, in der Demut zu wachsen. Und das Zweite ist, dass Liebe Entschuldigung, ich muss ganz kurz Rücksicht nimmt auf das Gewissen der anderen. Schaut, es gibt einen Unterschied in Bezug auf Meinungen und in Bezug auf Dinge, die das Gewissen betreffen.
Ich meine, dass wir eine große Einheit haben in unserer Kirche in vielen, vielen Dingen. Wir sind den 5 Solas der Reformation verpflichtet. Wir glauben an alleine die Schrift, dass die von Gott inspiriert ist. Wir glauben, dass allein Christus rettet. Wir glauben, dass allein die Gnade von Gott uns die Erlösung gibt und nicht unsere eigenen Werke. Dass es der Glaube ist, der uns gerecht macht vor Gott und dass wir geschaffen sind und leben zur Ehre Gottes. Ich glaube, wir haben in dieser Gemeinde eine große Einheit in diesen Dingen. Aber es gibt Dinge, da können wir anderer Auffassung sein. Der Musikstil, der Anbetungsstil, die Liturgie, wie eine Gemeinde geleitet wird. Da finden wir auch weltweit große Unterschiede. Wenn du manchmal andere Länder besuchst, merkst du, die machen das anders. Und das anders ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach anders. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen und nicht einfach zu denken, so wie wir es machen, ist es am besten. Sondern Gott ist ein Gott der Vielfalt. Er hat ja zum Glück auch nicht nur Rosen geschaffen, sonst hätten wir überall mit Dornen zu tun. Er hat noch viele andere Pflanzen geschaffen. Und Gott ist ein Gott der Vielfalt und er lässt uns Freiheit in diesen Dingen. Was wir brauchen in einer Gemeinde ist, dass wir eine Einheit finden in diesen Fragen. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht um die Gewissensfrage. Geht im Kern darum, ob meine gelebte Freiheit dem Gewissen des anderen schadet. Lass mich jetzt auf ein paar ganz praktische Dinge auch eingehen. Wir können über die Street Parade reden, über Yoga, Alternativmedizin. Und ich nehme jetzt mal die Street Parade ganz bewusst. Manche Christen würden sagen, hey, da war ich früher dabei. Ich war ein Party-Animal. Und wenn ich daran denke, dass ich früher dabei war, dann kommt mir immer mein altes Leben in den Sinn, wo ich meinte, dass Drogen, Party, Musik und Alkohol mich glücklich machen. Ich werde niemals mehr dorthin gehen und ich hätte große Mühe, mich nochmals darauf einzulassen. Und der andere sagt, hör mal, der mit dem Gewissen Starke sagt, hey, ich sündige nicht mehr mit dem Alkohol, ich würde mich nie mehr betrinken, Drogen ist vorbei, aber ich kann dort sein. Das Negative hat keinen Einfluss mehr auf mich, sondern ich bin durch Christus dort und nehme Einfluss auf andere. Ich treffe dort meine alten Freunde, die ich dort am ehesten wieder sehe und mit denen ich dort am lockersten sprechen kann. Ja, wer hat jetzt recht? Schaut, man kann als Christ in den alten Dingen wieder sündigen, wenn man sich auf alte Werte und Taten, Dinge einlässt. Ich möchte es bei einer anderen, nehmen wir das Beispiel von Yoga. Wer als Christ früher Yoga praktiziert hat, wird vielleicht sagen, ich werde das nie mehr tun. Weil ich habe es immer in Verbindung gebracht mit den buddhistischen Mächten. Ich habe Mächte angerufen im Praktizieren von Yoga. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und ich hätte heute große Mühe, das zu tun. Mein Gewissen würde es mir verbieten. Und der andere mit einem starken Gewissen sagt, hey, hör mal, für mich sind all diese Götter gestorben. Ich habe nur noch einen Herrn, es ist Jesus. Ist für mich heute eine körperliche Übung. Ist für mich etwas, wo ich meinem Körper Sorge trage, aber ich bringe das nicht mehr in Verbindung mit diesen Dingen. Warum ist das so unterschiedlich? Weil das Gewissen anders anspringt. Weil wir innerlich unterschiedlich sind in unserer Sensibilität. Und der Schwache würde sagen, das kannst du gar nicht machen, das kannst du als Christ nicht mehr machen. Nun, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, hör mal, freue dich, wenn du zur Erkenntnis in diesen Dingen gekommen bist. Dass die alten Mächte dieser Welt ihren Einfluss, respektive ihre Macht über dir verloren haben durch Jesus Christus. Das ist super, aber die Liebe sagt dir Folgendes. Die Liebe sagt dir, ich will meine Freiheit nicht einfach in der Öffentlichkeit und in der Gemeinschaft ausleben, weil ich eben auf das Gewissen des Nächsten Rücksicht nehmen will. Ich will nicht, dass ich durch mein Leben andere dazu bringe, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht
nicht mehr tun möchten oder können, weil ihr Herz, ihr Gewissen es ihnen verbietet. Und ich spreche nicht von Sünde, Geschwister, ich spreche vom Gewissen. Und so sagt Paulus, ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlichen Gewissen schadet. Also nochmals, die Liebe nimmt Rücksicht auf das Gewissen des Nächsten. Und das Dritte aus unserem Text ist, worum geht es letztlich? Es geht darum, dass die Liebe Gottes in unserem Leben regiert. Wozu? Um den Nächsten aufzubauen, in seinem Leben, in seinem Glauben. Wir können fragen, ja, ist Gott denn gegen die Erkenntnis? Nein, ist er nicht. Erkenntnis ist gut. Erkenntnis ist wunderbar. Ich glaube, wir sollten alle zunehmen in der Erkenntnis von Jesus, von seiner Freiheit, die er gebracht hat und von der Macht von Jesus. Auch über die Mächte der Finsternis. Wir sollten alle darin wachsen und unseren Stand einnehmen, den wir in Jesus Christus haben. Aber, oder ich möchte auch sagen, auch wenn du weißt, du bist eher sensibel in deinem Gewissen. Weißt du was, denke daran, das Gewissen ist nicht nur oder immer der Heilige Geist. Das lesen wir sehr deutlich heraus. Es gibt verschieden geformte Gewissen. Und wenn du sehr sensibel bist in deinem Gewissen, dann brauchst du Gott, dass er dich stärkt in dem Heil, das Jesus erworben hat. Hör mal, du musst wissen, nicht was du tust, lässt dich vor Gott gerecht dastehen, sondern was dich vor Gott gerecht dastehen lässt, ist ein Vertrauen auf Jesus, auf sein Heil, auf seine Befreiung und auf seine Macht. Und ich möchte gerade dir, wenn du sensibel bist in deinem Gewissen, ich möchte dir zurufen, vertraue nicht auf dich, vertraue auf den Herrn. Und wir beten, dass das Gewissen unseres Nächsten, dass es stärker wird, dass es reifen kann, dass es wachsen kann, stark und robust wird durch die Freiheit, die wirklich nur Jesus geben kann. Aber wir nehmen Rücksicht, weil es um die Liebe geht. Schaut, Paulus sagt etwas später im Vers 22, sagt er, den Schwachen werde ich wie ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Ich wurde alles für alle, um möglichst viele zu gewinnen für Jesus Christus. Das ist das, was uns in einer Kirche antreiben sollte. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Frage stellen am heutigen Tag, was treibt uns innerlich an? Ist es unsere Freiheit? Ist es unser Gewissen oder ist es die Liebe? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Wie sieht es in deinem Herzen aus in Bezug auf deine Kleingruppe, auf die Menschen dort, in deiner Familie, auf die Gemeinde? Liebst du sie, betest du für ihr Bestes oder hältst du immer zuerst deine Freiheit hoch oder dein Gewissen? Was ist dein Ziel, wenn du andere triffst? Was ist das Ziel, wenn wir in den Kleingruppen zusammenkommen? Die letzte politische oder geistliche Erkenntnis weiterzugeben? Oder sind wir zusammen, um den Nächsten aufzubauen im Glauben, zu stärken und sagen, wir lieben uns so fest, dass wir uns dafür einsetzen, dass der Nächste erbaut wird im Glauben, gestärkt wird im Glauben, sicherer wird im Glauben, dass er vorwärts kommt in seiner geistlichen Entwicklung. Ich merke manchmal in meinem eigenen Leben, ich hab schon noch andere Themen, die mich auch noch interessieren. Und da habt ihr mal festgestellt, jeder hat über alles seine eigene Meinung. Und es kann so schnell geschehen, dass wenn wir zusammen sind, dass wir über Dinge sprechen, wo nicht mehr Jesus und die Auferbauung des Nächsten im Zentrum steht, sondern irgendein anderes Thema. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns in den Kleingruppen doch treffen. Warum? Weil wir wissen, wir brauchen das Gebet voneinander. Wir wollen beten füreinander. Wir haben die Kleingruppen, weil wir einander zuhören wollen. Wir wollen Anteil nehmen. Ich kann vom Starken profitieren und ich kann auch von dem profitieren,
der ein sehr sensibles Gewissen hat und sagen, okay, ich überlege mir die Sache noch einmal. Aber wir sind da, wir wollen einander helfen. Wir bitten Gott, und das ist das, was die Liebe tut, um Worte für den Nächsten. Wo die Liebe sagt, wo können wir einander helfen? Wo können wir einander unterstützen? Was braucht der andere? Manchmal heißt Liebe auch einfach zuzuhören. Die viel sagen, müssen lernen, weniger zu sagen und gut zuzuhören. Die vielleicht denken, ja, was ich sage, ist nicht so wichtig, dürfen lernen, hey, beteilige dich, habe ruhig Mut. Man darf in einer kleinen Gruppe auch Fehler machen, man darf auch mal etwas Falsches sagen. Wir helfen einander ja. Und ich glaube, wir können so fest darauf achten, bis hin zur Zürich Lounge, wenn wir uns nachher treffen und noch etwas zusammensitzen, wohin führen unsere Gespräche? Was ist der Inhalt unserer Gespräche? Können wir einander im Glauben stärken oder entgleisen wir irgendwo? Erzählen wir einander vom Wirken Gottes, von dem, was wir mit Gott erlebt haben, wie Gott durchgetragen hat, wie Gott Gebet erhört hat. Das ist doch das, was unseren Glauben stark macht. Was Gottes Wort uns bedeutet, was Jesus uns bedeutet, was Gott in unserer Mitte tut. Und ich möchte dich heute Morgen auch einladen, dich auch zu prüfen und wirklich zu fragen, hey, was treibt dich innerlich an? Ist es die Liebe von Gott oder ist es deine eigene Agenda? Ist es die Liebe von Gott oder sind es deine speziellen Themen, die dir jetzt speziell wichtig sind? Ist es die Liebe, wo du sagst, hey, mir bedeutet der andere etwas. Ich möchte auch in einer Gemeinde, in meinen Beziehungen, ich möchte den Nächsten nicht verletzen, sondern ich möchte zu seinem Segen leben. Herr Jesus, hilf mir dabei. Ich möchte Worte sprechen, die dem anderen helfen, die ihm Orientierung geben. Wenn du dich eher zu den Starken zählst, dann bitte Gott. Bitte Gott um die Gnade auch auf deine Erkenntnis zugunsten der Liebe auch immer wieder zurückstellen zu können. Du musst sie nicht verleugnen. Freue dich an dem, was du erkannt hast. Aber denke daran, die Liebe ist wichtiger. Wenn du ein sensibles Gewissen hast, bitte verurteile den nicht, der ein starkes hat. Bitte Gott vielmehr darum, dass du selbst in deinem Inneren stärker werden kannst, fester werden kannst in deiner Erlösung, in der Liebe zu Jesus. Und wisst ihr, was dann geschieht? Wenn Christen so miteinander umgehen, die Starken mit den Schwachen, die Schwachen mit den Starken, dann wird die Liebe von Jesus regieren. Die Liebe von Jesus wird siegen. Und dann geschieht etwas, von dem hat Jesus gesprochen. Er hat gesagt, an der Liebe, die ihr zueinander habt, wird diese Welt erkennen, dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat. Was macht uns anders? Es ist nicht unsere Erkenntnis. Es ist auch nicht unsere hohe Sensibilität für die Dinge Gottes oder manchmal für uns selbst, sondern was uns wirklich ausmacht, das ist die Liebe, das ist die Anteilnahme zueinander. Das ist das Verzichten können auf das eigene Recht. Es ist diese Liebe, die vergibt. Es ist diese Liebe, die sich das Beste wünscht für den Nächsten. Und ich glaube, wir wollen so eine Gemeinde sein. Ich glaube, wir sind schon in vielen Dingen schon so weit gekommen. Aber ich glaube, wir haben noch Luft nach oben. Wir können alle in dieser Liebe von Jesus weiterentwickelt werden. Und ich möchte uns einladen, stehen wir doch miteinander auf zum Gebet. Und gehen wir für einen Moment auch so in eine persönliche Zeit der Prüfung unserer Herzen. Vielleicht gehörst du zu den Starken am heutigen Tag. Zählt sich zu denen, die viel Erkenntnis haben von Gott. Ich möchte dich bitten, lass Gott
dein Herz auch in die Demut ziehen. Lass den Herrn dich ganz neu in die Liebe zum Nächsten ziehen. Vielleicht kann dann deine Erkenntnis in kleinen Häppchen dem Schwächeren helfen, stärker zu werden, ohne dass du ihn überforderst. Vielleicht zählst du dich eher zu den Schwachen und du kämpfst vielleicht manchmal mit Ängsten, du kämpfst manchmal mit Unsicherheiten. Vielleicht manchmal bist du dorthin, wo du sagst, ja, ich habe mein Leben vielleicht Jesus anvertraut, aber manchmal habe ich immer noch Zweifel. Ich möchte dich einladen heute, komm zu Jesus. Komm neu zu ihm und lass dir gesagt sein, nicht du trägst deinen Glauben, sondern Gott trägt deinen Glauben. Nicht du führst dein Leben, sondern er führt dein Leben. Nicht an deiner Liebe zu Gott hängt seine Liebe zu dir, sondern seine Liebe zu dir, die ist stark, die kann nicht kaputt gemacht werden. Und in dieser Liebe darfst du ruhen und darfst ihn wieder lieben. Herr Jesus, du bist hier heute Morgen. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns, egal wo wir sind, einfach ansprichst, dass unsere Liebe zueinander immer und immer tiefer werden darf. Dass in unseren Kleingruppen, auch in diesem Semester, dass viele Menschen die Liebe von dir erleben dürfen, wie du ihnen deine Liebe in ihr Herz hineinlegst. Ich lobe und preise dich dafür. Lass viele Menschen, die hierher kommen, einfach spüren, dass du hier bist. Dass hier Menschen sind, die dich lieben. Und weil sie dich lieben, lieben sie den Nächsten. Einfach so, wie er ist. Dass es ein Ort ist, an dem man ankommen darf. Ein Ort ist, wo man Mensch sein darf. Mensch sein in dem Sinn, dass man erkennen darf, wie sehr du uns liebst und wie sehr wir dich brauchen, den lebendigen Gott.